Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen erstmal bei der Janka Filmschmiede. Helmut, ein herzliches Dankeschön für deine Einladung, bin ich gerne gefolgt. Ist mir definitiv eine Ehre Ja, das und freut es mich. freut mich, weil es einmal ein außergewöhnliches Gespräch ist. Es geht nämlich um das Thema Mensch. Genau, das ist mal jetzt mal nichts zum Essen, auch nicht zum Trinken, nein. Und nichts zum Ähm, Runterbeißen. genau, wir haben uns mal gedacht, einfach mal über ein Thema zu reden, äh, was nicht jeder gerne mag. Da geht es um das Thema, was der Helmut schon sagte, Mensch und Menschlichkeit. Ja, und dann fange ich mal gleich an, ich steige mal gleich ein ins volle Geschehen. Ich sage, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, darf ich ruhig sagen, geht es den Menschen sehr gut. Haben alles bislang, waren erfolgreich oder sind erfolgreich im Leben. Auch das, was jedem ja gerne gegönnt ist. Und das Ganze färbt ein bisschen ab an die Menschen. Und da möchte ich jetzt auch drauf kommen, weil dieses Video ist jetzt nicht nur auch für Erwachsene, dieses Video soll auch ein bisschen was für die Jugend sein, für die Kinder, Jugend, Teenager, wie man so schön sagt. Das färbt auf die Kinder ab. Dadurch entsteht Folgendes. Ich habe Kontakte, gute Kontakte, wo auch Schulkinder in der Familie Mhm. mitleben. Und da höre ich, was so in den Schulen los ist. Und da ist ja dieses Oberthema Mobbing. Da geht schon los, ja. Ganz schlimm. Es ist so. Und Mobbing heißt für mich wiederum Verlust der Menschlichkeit. Es wird von Haus aus was gelernt, es ist ja in Ordnung so, und auch die Kinder sollen ja irgendwann mal auch in die Fußstapfen der Eltern treten, auch das ist ja alles akzeptabel. Aber auch wird dadurch dieses Verhalten aufgeschürt, wo Kinder, die aus Familien stammen, wo es halt nicht so gut läuft, wo nicht alles erlaubt werden kann, beziehungsweise Bedürfnisse, Wünsche zu erfüllen, weil es einfach zum Beispiel finanziell nicht geht. Das ist so. Und gerade in dieser Richtung, da sind diese Kinder, Jugendlichen, und da komme ich wieder zum Thema Erwachsenen, ist genau dasselbe. Die Menschen, die wohl nicht in dieser Gesellschaft leben oder in diesen Überfluss, ich sage es ganz bewusst, Überfluss leben, die da nicht dazugehören, werden schon mal ganz leicht abgeschoben. Und auch, was ganz gefährlich ist, werden auch verurteilt. Weil solche Menschen äh, Fehler machen, versuchen irgendwas zu erreichen, passt, geht nicht, funktioniert nicht, aber dann machen sie Fehler, auch grobe Fehler. Mhm. Und genau werden diese Menschen werden einfach abgestellt. Da werden die abgestellt auf einem Gleis und werden auch nicht mehr angeschaut. So, und jetzt komme ich zu meinem Thema Menschlichkeit. Menschlichkeit heißt bei mir, und da gehe ich jetzt mal ein bisschen nach vorne, auch ihr liebe Kinder und Jugendliche, wenn ihr in euren Schulen sowas habt, ich weiß, wie es ist. In der Schule zu sein ohne ein Handy ist ein No-Go. Neue Sprache, No-Go. Aber es ist leider so. Es gibt eben halt Familien, wo sie sich das nicht erlauben können, wo sie ihren Kindern kein Handy schenken können. Genau. Das nächste, Klamotten, brauchen wir nicht viel reden, oder? Da geht's los. Wenn da nicht ein gewisser Name auf der Kleidung steht, schon mal unten durch. Egal. Ich kann euch immer nur ans Herz legen, macht's besser wie alle anderen. Die Chance, die habt ihr. Geht ruhig ab und zu mal auf so einen zu und redet mal mit ihnen. Und wisst ihr was? Ihr werdet was erfahren bei der ganzen Geschichte. Der ist nicht so oder die ist nicht so, wie erzählt wird. Und das ist bei uns Erwachsenen genau dasselbe. Ja, liebe Freunde, es ist so. Wichtig ist egal, was man hat, was man besitzt, dass man den anderen genauso respektiert, ob ich viel habe oder wenig habe, dass wir einfach alle gleich sind und nicht einen benachteiligt, nur weil er sich diese und ähnlichen Dinge nicht leisten kann. Und da geht schon los mit der Spaltung. Und das ist einfach schade. Und das muss wieder halt, dass wir alle zusammenhalten, so wie es früher war. Es ging Genau. zwar früher auch schon los, aber wenn ich da zurückdenke, wie ich in die Schule gegangen bin, wir hatten keine Markenklamotten, also ich hatte keine. Aber deswegen wurden wir nicht gehänselt oder irgendwie, was wäre denn der da mit seinem Klump?
das hat es bei uns einfach nicht gegeben. Wir sind alle respektiert worden. Und das ist, finde ich, heute geht schon mehr auf die Marken. Oh, der, gute Marken, das ist einer und der andere ist nichts. Und das finde ich schade. Richtig, richtig. Wir sind alle gleich und alle müssen wir zusammenhalten. Genau. Und was heißt das Ganze? Das kommt dazu. Die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit. Es ist keiner mit irgendetwas mehr zufrieden. Genau, Egal wie es ist. man muss mit allem zufrieden sein, was man hat. Genau. Ich persönlich kann mir nur einmal eine ganz kurze Geschichte. Ich erinnere mich in das Jahr 1978 zurück. Das war in meiner Lehrzeit. Der Übergang 78, 79. Ich bin ein gebürtiger Ostfriese und da in der Zeit lag Norddeutschland komplett, war unter Schnee. Es ging nichts mehr. Keiner konnte mehr raus und da hat was funktioniert. Zusammenhalten. Das hat funktioniert. Jeder war für jeden da. Da hat die Nachbarschaft sogar noch hergehalten und das hat funktioniert. Oder wenn ich da an den Osten denke, wo meine Frau herkommt, da war der Zusammenhalt, da hat die Nachbarschaft zusammengehalten. Und das driftet immer mehr so ein bisschen weg und das ist fatal. Was will ich damit aussagen? Zu der Zeit, sage ich mal, wo die Schneekatastrophe war, da hat es funktioniert. Aber wie das dann vorbei war, der ganze Zauber im Frühling, da hat wieder irgendwo jeder seinen Stiefel gelebt. Dann war es wieder Geschichte. So, und ich sage immer, es muss nicht immer die Karre brennen, bevor man auf die Idee kommt, ich glaube, wir müssen mal helfen oder wir müssen mal schauen. Nein, es muss mal zwischendurch auch gehen. Auch wieder an euch, liebe Jugend. Auch an euch. Wenn ihr, noch einmal, wenn ihr jemanden seht, wo ihr wisst, ja, dann geht es nicht gut oder er wird ein bisschen ausgestoßen, geht es doch einfach hin. Ganz, ganz einfach. Das ist ganz einfach. Einfach nur mal fragen, du, wie geht's dir? Ob das gleiche Alter ist oder ob das ältere Menschen ist egal. Alle sollte man unterstützen, wo es geht und zusammenhalten. Das ist einfach, das ist ganz wichtig. Und Es, gerade jetzt zu dieser Zeit sehr wichtig. ich sage es ja nicht unbewusst. Ich selber habe auch in meinem Leben viele Fehler gemacht. Große und grobe Fehler, ja, die habe ich gemacht. Aber ich bin auch dementsprechend, ja, bin ich auch auf die Seite gestellt worden. Aber wisst ihr was? Auch die Erwachsenen, es gibt doch wohl nicht mehr allzu viele, aber es gibt Menschen. Es gibt dann Menschen, die einem so sehen, wie er ist, so nehmen, wie er ist. Und das ist wirklich so. Rumbiegen braucht man auch nicht großartig, weil es gibt da irgendwo auch einen Spruch, den sollte man sich auch mal so ein bisschen im Hinterkopf halten. Versuche nicht zu ändern, was nicht zu ändern ist. Das kann auch sein, aber dennoch nicht fallen lassen. Trotzdem kümmern, trotzdem schauen, trotzdem fragen, kann ich helfen? Wie geht's dir? So wichtig. Es ist einfach so wichtig. Ich bin jetzt seit 20 Jahren, bin ich jetzt in Bayern und ich muss sagen, der Bekanntenkreis ist bei mir jetzt nicht groß, aber ich kann euch eins sagen. Die Bekannten, wo ich habe und Freunde, sind keine Bekannten, das sind ja mittlerweile gute Freunde geworden. Da weiß ich genau, wenn was ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit stehen die da und helfen. Und so soll es sein. So, aber das Weil ist, da sieht man wahre Freundschaft. genau, genau. Und da sage ich mir auch, Und das ist wichtig, das muss man pflegen und hegen. Und genau, so ist es bei allen Menschen. ich Man muss sage, zu allen ich sage gerade selber stehen. auch, ich sage selber auch, wie oft kann es einen treffen? Auch einem, der, wo es richtig gut geht und dem es wo richtig gut geht, kann von heute auf morgen, kann alles vorbei sein, was die Erfolg angeht, wie auch immer, was auch immer. Es kann alles schnell passieren. Aber gerade dann muss man auch sagen, ich helfe dir, ich bin für dich da. Auch wenn man vorher gesagt hat, ja, mit dem kannst du ja eh nicht reden, der hat eh nur seinen Erfolg im Schädel und so weiter. Nein, da muss man dann drüber wegschauen. Was sage ich? Da müssen wir auch 13 gerade lassen. Es ist wirklich so. Und auch kümmern. Den Menschen auch zeigen, ich bin da. Wenn was ist, komm bitte her. Wir können alles, wir können über alles reden. Man kann auch helfen. Vielleicht nicht in allen Sachen, aber man kann helfen. Hilfestellung heißt bei mir einfach zuhören, reden. Auch so ein Thema, reden. Reden tut heute auch so gut wie keiner mehr. Alles wird nur noch per Handy, WhatsApp, telefonieren. Das ist verloren gegangen. Es ist kein richtiger Blickkontakt nicht mehr da, außer ja, Videoanruf. Aber so richtig einfach mal Geburtstag zum Beispiel mit dem Anrufen.
das ärgert mich schon die letzten Jahre. Das ist total untergegangen. Da werden nur noch SMS oder WhatsApp-Nachrichten geschrieben und das war's. Das Förmliche, das Persönliche, das ist irgendwie komplett weg. Und das ist einfach schade. Durch die ganze Medienlandschaft geht es noch mehr kaputt und das wollen wir einfach, dass das wieder anders da wird. Also das wäre natürlich schon schön. Seid füreinander da. Das ist Ruft so. Leute an und schreibt nicht bloß. Einfach mal anrufen. Jeder hat mittlerweile ein Telefon, wenn nicht sogar zwei. Ist so. Und das ist schöner, wie wenn ich da bloß schreibe, alles Gute zum Geburtstag. Oder AGZB. Mittlerweile machen sie schon Abkürzungen. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, nicht zu viel schreiben und nicht zu viel Kontakt. Und Ja, ich sag mal bei der Geschichte, Helmut, ich will ganz ist ehrlich sagen, Helmut, einfach schade. ich sag dir was, das Handy ist eine Sache, das Telefon, in dem Zeitalter leben wir. Und da müssen wir uns mit abfinden, das ist richtig. Gut, die Aber Videotelefonie ist eine gute ich sage Sache. aber auch, liebe machen Leute, wenn der Weg nicht allzu weit ist, auch da sind wir ja nun auch fortgeschritten, wir sind alle mobilisiert. Alle sind wir mobilisiert. Einfach statt einen Anruf, einfach mal ins Auto setzen oder das Radl nehmen oder das Moped oder wie auch immer, was auch immer und sich in Richtung der Person begeben und vor der Tür stehen, klingeln und wenn es aufmachen, du, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag oder ich habe gehört, dir geht es dir so gut, brauchst du Hilfe? Das meine ich. Und das meine ich, ist meine Definition von Mensch und Menschlichkeit. Das ist so. Der Zusammenhalt ist das A und O, Richtig. würde ich sagen. Wie gesagt, dies ist jetzt ein Video wirklich mal, ja, da sind wir jetzt mal, wir sind ab und zu auch mal am Rumflaxen, wenn wir unsere Videos machen. Das hin ist und jetzt her. einmal uns einfach so spontan eingefallen, einfach mal so ein Video schnell machen. Und wir wollen auch nicht das Video zu lang in die Länge ziehen, Ja. aber einfach zusammenhalten alle und das ist, glaube ich, zur heutigen Zeit ganz wichtig und es wird auch irgendwann wieder wichtig werden. Und ich kann auch auf diesen Weg möchte ich auch noch kurz was loswerden. Und zwar, ich grüße wirklich alle, die mich kennen. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht soweit. Ich wünsche euch beste Gesundheit sowieso. Und bleibt alle so, wie ihr seid. Bleibt alle so, wie ihr seid. Und das ist für mich das Wichtigste. Einfach zu sagen, schön, dass es euch alle gibt. Das ist dann meine Zusammenfassung jetzt von diesem Video. Schön, dass es euch gibt. Und lasst uns versuchen, so gut wie es geht, auch zusammenhalten. Und jetzt zu guter Best würde ich sagen, soziale Kontakte nennt sich das Ganze. Und die wirklich aufrechthalten. Ich sage, soziale Kontakte haben ist eine Sache. Aber soziale Kontakte pflegen, das ist der nächste. Und genau das ist das Wichtigste. Pflegen. Und darum freue ich mich wirklich, Helmut, dass du mich eingeladen hast. Und Super, und ich schließe mir an Uwe an. Ich grüße auch alle, die wo mich kennen und Gesundheit ist Allerwichtigste und der Zusammenhalt und ich habe euch alle lieb, meine Lieben. so, und das ist ein Satz, und der ist der allerseltenste, den man noch hört. Hab euch lieb. Viele würden sagen, oh, Matzen, Schmalz, Schmalz. Nein, das ist kein Schmalz. Oh, das ist so bei mir Das, angeboren. das ist einfach, das kommt da, aus dem Herzen. Aus dem Herzen wird das gesprochen. Und das finde ich gut. Dann würde ich sagen, das war's dann eigentlich, oder? Ja. Wie gesagt, das war mal so ein Anreiz und heute mal zusammen und dann schaffen wir das alles und dass die Gesellschaft wieder einfach in Schwung kommt, wie es damals war. Weil wenn einmal keiner mehr was hat, dann kommt das automatisch. Ja. Aber das soll man jetzt halt schon vorbeugen. Also mit diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Auf Kommentare würden wir uns natürlich freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Euer Uwe und ich, Der Helmut. die Anker Filmschmiede. Also, Servus, habe die Ehre. Ciao, Servus.